ich bin gewesen mit der russischen Flüchtlinge, welche sind entlaufen von den Deutschen. Und wir sind reingegangen zu einer Barn, wie sagt man eine Barn, weiß ich nicht, von einem polnischen Freund. Und in der Früh haben wir gehabt, bei der gehen zu ihm und beten haben etwas zu essen. Und er war ein freundlicher Mensch. In der Früh, als es geworden Tag, haben wir gehört, der Hund hat gebissen, hat geschrien. Und ich ging mal gucken und sagen, es ist da ein Mensch mit einem Horse, Pferd, und 2 Polizianten mit ihm. Und sie gehen rein in die Haus von unserem Freund. Und mein junger Flüchtling von den Sowjeten sagt, hey, wir müssen entlaufen jetzt. Da sind da Polizei. Aber die Gebäude, wo wir sind gewesen, ist gewesen inmitten von einem langen Feld. Sag ich, nein. Weil eben, wir gehen raus und sie haben Windowka. Sie haben die... Sie können sehen, ja? Wie? Also sie können euch sehen. Ja, sie wollen sehen, und sie haben die Schüsselmaterial. Sie wollen uns sagen. Wir müssen sehen, was wir machen, was ihre Bewegungen sind. Und ich habe gehabt meinen starken Organ. Er hat nicht gehabt, gar nicht. Und sie gehen raus vom Haus und sie reden. Und sie geben mal Guck, wo er gehabt die Bäume, es gewesen neben dem Haus, und sie gehen zu uns, wo wir sind gewesen behalten, wo er hat gehalten, wo der Mensch hat gehalten, die Streu und die Hay. Sagt er, jetzt, was tun wir? So, und das ist gewesen, die Tier ist gewesen, als wie ein westerner Tier. Sie öffnen sich auf beide Seiten. Sag ich ihm, du tut keine Sache nicht, leg rein deine Hand in Kirschene und soll das so sein, du hast ein Revolver. Ich will das Letzte, das Übrige. Er gewann aber mehr weniger ein Jahr jünger wie ich. Und ich habe ihn gewann mit meinem Nagan. Und ich habe das abgerückt, gekackt, ich weiß nicht, wie das sagen auf Jiddisch. Und sie öffnen auf die Türen und sie gehen rein in die Gebäude, gucken auf die Hay, auf die Stehen, sie gehen raus. Und ich laufe raus und ich schreie in Litwisch, Rankos aufstehen! Und einer von sie sie gehen zu der Revolver und ich sage sie, whatever ich gesagt, freeze. Sie gucken, sie sehen, ich habe, als mein Revolver ist fertig zum Schießen. Und ich sage dem Ersten in Litwisch, offen dein Chagoras, dein Belt, und der Revolver fällt auf der Erde. Du gehst vor 3 Tritt und Stab, und als er das getan, dem Zweiten dasselbe. Er geht und er sind keine Fuß und als die Revolver sind gewesen auf der Erde, sind wir zugelaufen beide und
der russische Flüchtlinge hat gehabt ein Revolver, ich habe schon gehabt 2 Revolver. Wir haben zugenommen sehr Rifles und wir haben gelassen das in die Gebäude und sie sind gegangen vor uns. Und ich rede mit dem, und der russische Flüchtlinge, der russische Soldat, Engel, ist gewesen auf der rechten Seite und ich bin gewesen auf der linken Seite und ich habe 2 Revolver und er hat einen. Und sie gehen vor uns, von uns, und der sagt, der russische Engel sagt in Russisch zu mir, ich will weglegen an meiner Seite und du lege weg auf dem anderen auf deiner Seite. Sag ich, nein. Ich will weglegen einen für meine Mutter und einen für meinen Bruder. Und sie reden mir. Und wir reden Russisch, aber sie verstehen Russisch. Und wir gehen rein, wir gehen sehr weit. Und wir gehen wo es ist gewesen Wasser und das ist gewesen die Ende von der Reise sozusagen. Als wir fangen reingehen in die Blottes, sie haben gehört, was wir haben gehört in Russisch, fallen sie auf ihre Knie und sie sagen mir, und sie haben gehört, ich sage einer von meinem Bruder und einer von meiner Mutter. Und sie haben mir gesagt, sagen sie, wir sind unschuldige Menschen. Wir haben kein Scheiches nicht gehabt mit der Exekution von den Jeden von den Menschen. Wir sind unschuldige Menschen. Und ich trachte, und ich glaube sie nicht verständlich. Aber in dem Moment trachte ich, wir sind gewesen Clerics in der Polizei. Wir haben kein Scheiches nicht mit der Exekution von den Jeden. Und ich bin gewesen, sie aufgenommen. Ich habe nicht gewusst, was zu tun. Eben sie sagen dem MS, gehe ich erschießen unschuldige Menschen. Ich habe nie gewusst, was zu tun. Und es ist gewesen sehr schrecklich für mich, das Gedanke, als sie sagen dem MS, viele ich habe sie nicht geglaubt, aber eben sie sagen dem MS, gehe ich umkommen, erschießen 2 unschuldige Menschen, kann ich das nicht tun? Sag ich, you bastards, geht da weg, jeder ich habe einen anderen Gedanken von euch. Und ich habe sie gelassen gehen. Ich muss euch sagen, als viele Jahre nachdem habe ich sie geschämt, erzählen das, weil ich bin gewesen versichert, dass sie sind nie gewesen, keine guten Menschen. Also sie am wahrscheinlichsten sind gewesen die Mörder von den jüdischen Menschen in Jemenschin. Aber das ist gewesen mein Fühlung, mein Gefühl in dem Moment, wie ich gedacht der schießen da Hagen 2 Menschen. Und meine Kinder pflegen wir ständig, wenn sie gewesen klein, pflegen sie ständig fragen, oh, Tante, sag mir, wie viel Deutschen hast du da? Wie viele Nazis hast du da Hagen? Wie viele Nazis hast du da Hagen? So ich hat aufwachsen, er hat sein Größe will ich sagen. Einmal ist meine Tochter gewesen da, sie ist gewesen 13, mehr oder weniger 13 Jahre alt, und wir haben geguckt, einen Film von Krieg. Sagt sie, ey, Tate, du hast mir gesagt, du hast mir sagen, wie viel Deutschen es da haben, wenn wir erwachsen, wenn wir sind Erwachsene. Sag ich, ja, wenn du sind Erwachsene. Come on, Daddy, ich bin erwachsen jetzt. Kannst mir sagen. Ob ich erzähle die Geschichte.
hat sie mir herumgenommen. Sehr emotional. Und gesagt, ich bin so sehr glücklich, und das käme in der Haget, kein human being, kein Menschen.